Maggi war gestern. Wir machen heute unser selbstflüssiges Maggi. Und da weiß ich, was drin ist. Nämlich dieses hier. Um wie das geht und was man jetzt dazu braucht, mehr in diesem Video. Aber das sage ich euch gleich schon ins Wegschmeißen. Mit diesem Sinne, macht's fit. Bleibt einfach dran. Ja, meine Lieben, wir machen heute mal selbstgemachtes Magikraut. Wir haben so viel Liebstöckel im Garten, ja, damit wir unser Magikraut heute selber machen. Und einfach so wie Magi schmeckt. Selbstgemacht schmeckt es nicht gut. Also ich werde jetzt ein bisschen Magikraut ernten und dann geht's los zum eigentlichen Geschehen. So, für unser Magikraut brauchen wir natürlich, also für unser Flüssigmagi brauchen wir natürlich 100 Gramm Liebstöckel, Magikraut und 50 Gramm Petersilie. Ihr könnt glatt Petersilie nehmen oder die gekräuselte. Und das Ganze werden wir jetzt klein hacken, weil es muss in diesen Topf. Wir machen 500 Milliliter. Den schneiden wir jetzt einfach mal klar. Umso kleiner, umso besser kann das ausgezogen werden in den Sud. Ja. Flüssigmagi hat keine Zusatzstoffe, rein natürlich, ohne Konservierungsstoffe, außer Salz, Zucker. Also da geht es nicht so genau. Das Ganze tun wir in einen Kochtopf. Ja. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem Magikraut. Das schneiden wir auch grob klein. Ja, einfach so in Streifen schneiden. Hält eine gute Weile im Kühlschrank, also locker ein halbes Jahr, wenn nicht länger. Man braucht unter Umständen ein bisschen mehr. Ja, beim richtigen Magi, weil ja keine Geschmacksverstärker drin sind. So. Ab in den Topf. Dann brauchen wir einen halben Liter Wasser. Ich glaube, da können wir sogar 600 Milliliter nehmen. Wir werden ein bisschen mehr Wasser nehmen, also 600-700 Milliliter. Das muss nämlich schön bedeckt sein. Das Ganze werden wir jetzt mal aufkochen. Deckel drauf und los geht's. Also den Sud kurz aufkochen und dann tun wir würzen. Selbstgemachtes Maggi, einfach geil. Ja, was brauchen wir noch? 50 Gramm Salz, 2 Teelöffel braunen Zucker und optional könnt ihr nachher noch so eine Sojasauce hernehmen für die Farbe und für den Geschmack. Aber wie gesagt, kann man auch weglassen, kein Problem. Also wer Liebstöckel und Magikraut im Garten hat, kann ich nur empfehlen, macht selber flüssiges Magi. So, nachdem der Sud aufgekocht ist, das kocht jetzt richtig und der Duft ist unglaublich.
Alles vom Rand runter. Also richtig schön aufkochen. Dann drehen wir den Topf ab und lassen es richtig ziehen, dass das Gemüse richtig weich ist. So, wir machen jetzt den Herd aus und jetzt lassen wir es mal eine gute halbe Stunde ruhen. Und dann sehen wir uns schon wieder. So einfach ist das. Machen wir zuerst einmal ein Bier auf. Das gehört dazu. Also Bier ist lebenselixiert. So schaut es aus. Also Bier ist lebenselixiert. Schmeckt besser wie ein Maggi, ist eh klar. So, eine gute halbe Stunde lassen wir es jetzt ziehen. Ja, jetzt haben wir 11:45, lassen wir es bis 11:45 ziehen und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt sind eine halbe Stunde rum. Und jetzt werden wir das Ganze abseihen und dann werden wir es würzen. Nichts verschwenden. So, das haben wir jetzt richtig schön abgeseit. Ja, so soll es ausschauen. Ja, richtig schön dunkel. Jetzt schütten wir den ganzen Sud zurück. Kochen wir nochmal auf. Und jetzt kommen die Gewürze rein. 50 Gramm Salz, 2 Teelöffel braunen Zucker. So. Und optional Sojasauce wegen der Färbung. Die tun wir jetzt auch noch rein. So circa 1 bis 2 Esslöffel. So, das reicht. Pfeffer. Jetzt haben wir das ein bisschen umrühren. Der Duft ist unglaublich. So, das sind so 500 Milliliter Flüssigmaggi. Kurz aufkochen und dann füllen wir sie in ein Schraubglas. Dann machen wir aus. Und jetzt füllen wir Deckel drauf. Ja, meine Lieben, das Flüssigmaggi ist jetzt fertig. Das sind 500 Milliliter und hat auch eine wunderschöne Farbe. Und ich würde sagen, wir werden es jetzt mal ein bisschen probieren. Schauen wir mal. Wir werden es jetzt mal ein bisschen probieren, wie es schmeckt. Wow. Schmeckt nach Maggi und schmeckt besser wie das fertige. Ohne Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker. Ich kann nur sagen, macht es nach, lasst ein Abo da. Jetzt könnt ihr den Maggi in schöne braune Flaschen dann abfüllen, wenn es abgekühlt ist. Man kann es verschenken und hält locker bis zu einem Jahr im Kühlschrank, keine Angst. Da ist genügend Salz drin.
Und kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr selber Magikraut im Garten habt, fragt den Nachbarn, vielleicht hat der Magikraut übrig. Und dann macht sie selber. Und Petersilie ist ganz wichtig. Dann kommt der optimale, geile Geschmack rüber. Ja, wie gesagt, die ganzen Zugaben, Zutaten natürlich wie üblich unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, macht es nach, lasst ein Abo da. Mit diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Helmut, der Anker Filmschmiede. Also selbstgemachtes Magie ist immer ein Genuss. Also, habe die Ehre. Servus.